Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zu der Storyflow Vacation 2024. Genau, dann richtig gehört. Am Sonntag haben wir unser ganzes Team hier runtergeflogen auf Apulien. Also Lin, der Sammy und der Roger. Sogar meine Mami ist noch mitgekommen. Und wir haben uns hier die wunderschöne Casa hier gemietet für eine Woche, um wirklich mal ein paar Tage richtig Zeit haben füreinander, um ein bisschen tiefer zu gehen, uns ein paar Gedanken zu machen dazu, wie es bei Storyflow weitergeht. Und haben zudem jetzt schon 2 richtig tolle Tage hinter uns. Am Montag hat sich alles ums Thema Vision und Mission gedreht. Dort haben wir wirklich mal zusammen angeschaut, was ist überhaupt unsere Vision bei Storyflow, wo soll es langfristig mit uns hingehen. Dazu haben wir uns ganz am Anfang jeder für sich mal Zeit genommen und ein persönliches Vision Board erstellt mit persönlichen Zielen und aber auch Träumen im Business, wie man sich weiterentwickeln will, und haben das dann aneinander am Team präsentiert. Sehr coole Aufgabe gewesen, die wirklich allen wärmstens ans Herz legen, das auch mal zu machen. Bei mir persönlich ist wirklich vor ein paar Jahren mal so eine Vacation auf einem Vision Board gestanden, und darum geht da damit auch ein mega Traum für mich in Erfüllung. Also ich genieße wirklich jede Minute, wo ich da wirklich mit unserem Team da sein kann, mit der Meli, mit der Ella, mit meiner Mami. Ich hätte mir es nicht schöner vorstellen können, so Momente miteinander zu arbeiten. Die Vision Boards voneinander haben wir dann als Grundlage genommen, um wirklich mal ein paar Grundsatzentscheidungen zu treffen über unsere Vision, wo das langfristig mit uns hingehen soll. Es hat dazu wirklich sehr anregende Diskussionen geführt. Also wir haben uns da wirklich auch ein bisschen finden. Das war ein Prozess, vor allem auch am Nachmittag vom ersten Tag. Wir haben aber am Schluss wirklich zusammen eine richtig schöne Vision können definieren, wo wir alle dahinter stehen können. Und ich glaube, ihr dürft euch alle darauf freuen, zu sehen, was die Vision mit uns macht und wo das es in Zukunft mit Storyflow hingeht. Nachdem wir das alles auf Papier gebracht haben, war dann natürlich auch noch ein bisschen Zeit zum Geniessen. Schließlich geht es in so einer Vacation nicht nur ums Arbeiten, sondern auch darum, die schöne Region hier ein bisschen zu entdecken. Und so haben wir einen kleinen Abstecher gemacht als wir. Wir haben hier wirklich alle hier in Erwin verfrachtet, Sack und Pack dabei gehabt und sind 20 Minuten gefahren als wir. Ella war natürlich auch dabei gewesen. Da ist übrigens unsere Mami diese Woche zuständig, dass Ella natürlich immer schön beschäftigt ist. Auch richtig schön, dass sich Meli hier wieder richtig einbringen kann in diesen Sessions. Ist jetzt halt die letzten 1-2 Jahre schon sehr kurz gekommen, weil wir die Rollenverteilung eher so ein bisschen klassisch gemacht haben, dass ich halt voll fürs Business da war und Meli halt geschaut hat, dass die Hause alles läuft. In Zukunft werden wir das auch wieder ein bisschen anders anpacken. Darum ist es mega cool, dass Meli auch Zeit bekommt und den Kopf bekommt, um sich wieder reinzudenken und wieder aktiv mitgestalten, wohin es geht. Gestern am Dienstag haben wir dann auch wieder 2 sehr coole Sessions gehabt. Am Dienstagmorgen ist es darum gegangen, unsere Prozesse mal genauer zu analysieren, mal wirklich hinzuschauen, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht noch nicht so gut. Was haben wir überhaupt alles so für Prozesse? Wie wollen wir die optimieren? Wie wollen wir die weiterentwickeln? Wie wollen wir vor allem auch unseren Workflow, den wir auch bei Kunden anwenden mit Storyflow, wie wollen wir den weiterentwickeln? Weil das ist auch etwas, so wie Social Media, das sich ja die ganze Zeit weiterentwickelt, und so haben wir uns auch weiterentwickelt. Und das war auch sehr spannend gewesen, was wir dort alles zusammen erarbeitet haben. Am Nachmittag haben wir 2 Blöcke gehabt. Der eine Block haben wir mal über unseren Kundenstamm geredet und also über unsere Wunschkunden, was wir vielleicht in Zukunft gerne würden, für Brands anziehen, wo wir uns zusammenarbeiten wollen. Und dort auch mal für uns definiert, wie wir eine gute Zusammenarbeit sehen. Einerseits auf unserer Seite, aber auch auf Kundenseite. Und nachher hat es noch eigentlich den schönsten Block gegeben bisher. Wir haben einen Block gemacht nur für das Team, also für das Teambuilding, aber auch um mal ein bisschen einander besser kennenzulernen. Und für das haben wir einen Persönlichkeitstest gemacht, den wir sehr gerne unten verlinken. Der heisst 16 Personalities, wo man wirklich 10 Minuten herausfinden kann, was für eine Persönlichkeit das man hat. Und wir sind wirklich alle baff gewesen, wie genau das alles stimmt. Wir haben das dann auch wieder einander präsentiert, und ich glaube, das wird uns in Zukunft ein paar Mal helfen, auch wieder, eben genau bei so Diskussionen, weil man halt besser versteht, vielleicht auch, was dem Gegenüber wichtig ist oder was eben nicht. Und wir haben dann auch noch so ein paar lustige «Spürst mich, fühlst mich» Sachen gemacht, wie zum Beispiel eine Art Bargut oder die Villa, wo einem die Augen verbunden waren, und dann hat ein anderer einem durchs Gelände führen, ohne dass wir etwas sagen durften. Das war sehr lustig. Und am Abend haben wir dann noch ein Lagerfeuer gemacht.
und ja, herausgefunden, dass wir noch recht musikalisch begabte Leute im Team haben. Die Lynn hat irgendwie, ich glaube, 15 Jahre Gesangsunterricht genommen und ich kann mittlerweile auch so gut Gitarre spielen, dass ich sie da schön begleiten kann. Und das hat wirklich auch mega Spass gemacht, vielleicht so ein bisschen am Lagerfeuer zu hocken, zusammen Musik zu machen und in den Sternenhimmel aufzuschauen. Ja, und das bringt uns zum heutigen Tag. Es ist Mittwoch und wir haben heute Morgen eine Session eingeleitet, wo sich alles um unsere Social Media gedreht hat und darüber, wie wir in Zukunft Content kreieren. Hat am Anfang ein bisschen geharzt, muss ich ehrlich sein. Ja, weil wir haben natürlich nicht zum ersten Mal so eine Strategie entwickelt. Und es ist immer schwierig, oder, wenn man so Strategien entwickelt, dass man die so entwickelt, dass man sie auch gut umsetzen kann. Das grösste Problem, das wir bis jetzt hatten, das haben wir auch so ein bisschen erkannt bei der Analyse von dem, ja, wie es bisher, also wie wir bisher unseren neuen Kanal vor allem auch auf Instagram geführt haben, war, dass wir auf der einen Seite irgendwie eine Zielgruppe ansprechen mit Creators, die uns zwar sehr am Herzen liegt, aber wo wir aktuell eigentlich gar kein Angebot dafür haben. Also aktuell kannst du, wenn du ein Creator bist, oder vielleicht auch ein Personal Brand und einfach mal bei uns würdest du zum Beispiel auch ein Coaching buchen. Es gibt bei uns aktuell gar nicht so ein Angebot. Bei uns sind alle unsere Angebote eigentlich voll so auf KMUs und Business, also B2B-Kunden eigentlich zugeschnitten. Und ja, darum haben wir dort irgendwie so eine rechte Diskrepanz gehabt zwischen dem, wer wir ansprechen und für was dass wir eigentlich Angebot haben. Und ja, das haben wir irgendwie ein bisschen auflösen, weil ja, wir wollen natürlich irgendwie ein Angebot konzipieren, wo wir wirklich auch können, so Creators und Personal Brands mit an die Hand nehmen und ihnen wirklich auch das Content kreieren beibringen, so wie wir uns das vorstellen. Aber aktuell ist das noch nicht so. Darum müssen wir irgendwie schauen, dass wir das alles auf die gleiche Page bringen. Und wir haben jetzt aber wirklich auch aus dieser Erkenntnis heraus ich glaube, einen recht coolen Weg gefunden, wie wir in Zukunft wollen, Formate kreieren, wo dem ein bisschen entgegenwirken, wo auch Businesskunden ansprechen und trotzdem diese nicht auf der Strecke bleiben, dass wir da verschiedene Formate, vielleicht auch für verschiedene Zielgruppen haben und wir sind mega gespannt, wie das funktioniert. Was auch mega cool ist, wo ich mega gespannt drauf bin, ist, dass halt die Formate, die wir jetzt entwickelt haben, dass die eigentlich immer ein bisschen gekoppelt sind mit dem Team. Also es bekommt eigentlich jeder im Team sein eigenes Format. Und ich bin mega gespannt darauf. Ich hoffe, ihr auch, um dann zu sehen, ja, wie sich die Formate entwickeln und wie dann die auch kreiert werden. Weil, ja, wir bieten sozusagen da, durch das wie so viele Rahmenbedingungen für Formate, wo sich dann aber jeder auch ein bisschen kreativ austoben. Und das ist doch genau so, wie es sollte sein. Ja, und jetzt, was machen wir? Wir wollen jetzt auch noch ein bisschen Content kreieren. Da habe ich jetzt auch gedacht, nehme ich die Kamera wieder mal in die Hand. Das ist eine Zeit her, seit ich da in so eine Kamera reingewagt habe. Letzte Zeit wirklich immer mehr einfach nur mit dem Handy gewesen. Aber ich werde damit mehr die Grosskamera dabei haben. Und ich nehme euch jetzt sehr gerne auch mit. Heute Nachmittag geht es nämlich auf Gallipoli. Dann machen wir einen Teamausflug. Und ja, ich werde euch dort dann einfach ein bisschen mitnehmen. Und ja, hoffe, euch ein bisschen die Vibes auch mit heimzubringen, die wir hier gerade aktuell in dieser Woche erleben. Viel Spaß! Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Who you wanna be for a minute? Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer, know when to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind.
das wäre es gewesen. Nicht nur von unserer Vacation, sondern auch von unserem Campingabenteuer dieses Jahr. Die letzte Nacht im Erwin steht da. Ganz komisches Gefühl. Meli und Ella sind schon zurück in der Schweiz. Und ich fahre jetzt hier zusammen mit dem Sammy, meinem Cousin, der Erwin noch heil zurück. Ja. So ein bisschen typisch ein lachendes und ein weinendes Auge. Also auf der einen Seite natürlich etwas mega Schönes zu Ende. Eben nicht nur die Vacation, sondern wirklich ja, eine ganz spezielle Zeit, wo wir hier das dritte Hoch erleben durften in unserem Gefährt. Wir hatten so viele schöne Momente dieses Jahr, so viel Zeit füreinander. Das darf man sicher nie mehr vergessen. Ja, aber alles Gute muss mal ein Ende haben. Wir freuen uns schon sehr fest auf das nächste Kapitel. Es wird sicher nicht das letzte Mal sein, wo wir mit dem Erwin unterwegs sind. Aber wir tun jetzt mal einwintern. Und ja, dann ist es Zeit für das nächste Abenteuer. Bis dann, habt euch Sorge, macht's gut und bis bald. When the sun goes